Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Wir sind hier auf dem Weg zum guten alten Regis, um mit der Hauptstory weiterzumachen. Und natürlich zumindest mal zu erfahren, was er in letzter Zeit getrieben hat und welche Beziehung er zum geheimnisvollen Biest besitzt. Da keine neue Markierung, sehr gut. Alter, was eine Aussicht hier. Einfach nur, was sind das für Berge da vorne? Sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, zum Biest, das sich ja als Vampir entpuppt hat, sogenannte, ich glaube, Detlav hieß er, war. Der irgendwie Regis dabei half nach dem Kampf gegen Vilgefortz, also muss einige Wochen, vielleicht sogar Monate später gewesen sein, sich wieder zu regenerieren mit seinem eigenen Blut. Und daher, natürlich auch schon so, dass Regis und Detlav etwas Spezielles verbindet. Die Frage ist halt nur, was genau. So, aktueller Standort, sehr gut. Hierüber müssen wir, das ist jetzt hier ein bisschen doof. Der Ort, das kann man auch später machen. Und er geht direkt mal hier hin wegen Reisepoint. Ja, komm, nee, ist doof. Ist doof so. Kannst du nicht laufen? Doch, kann ich schon. Ich kann viel besser springen. Wow. Fast so weit. Habe ich irgendwo eine... Ja. Schöne Pfade hier. Sieht echt aus wie ein Märchenland. Kann ich irgendwo hier mal ganz auf die schnelle Plötze rufen? Weil sie ist gerade ein bisschen doofe Stelle und alles. Ja, hier vielleicht. Plötze, unser altes gutes Ross. Es sieht... siehst du überhaupt noch etwas? Naja, wird schon gut gehen. Aufsitzen bitte. Schneller. Schneller, natürlich auch ein bisschen heller. Da hab ich mir gerade, oder wirkt irgendwie plötzlich das Hintern so fett. Irgendwie schon, wa? Was, der Hammer und der Gabel, was? Oh. Okay, nicht gut. Oh, danke Plötze, das wollen wir natürlich gerade haben. Was ist dem Henker? Kann ich jetzt Boden gesprießen oder wie? Der hat sich Regis ja einen super Ort ausgesucht hier. Ja, komm, wo seid ihr? Oh, mal noch Plötze. Toll. Ich höre was, aber sehe nichts. Wir haben ziemlich viel Damage. Lecco mio. Stärk. Mann. Leck mich am Arsch an das. Was waren das für Viecher? Geht noch was? Puh, das war jetzt mal eine ordentliche Begrüßung. Scheiße, wir ihn fast mal abknippeln. Ich bin fast am Krepieren, das geht doch nicht. Bitte mal hier ein bisschen Fisch haben. Meister Wysimas, vielleicht nicht unbedingt. Wird gerade so praktisch besoffen zu sein. Etwas Kuhmilch, kann nie schaden. Ja. Und ich mach's ganz schnell auf die Art und Weise. Seht ihr, geht doch. Jo, er hat es auf dem Friedhof angerichtet. Warum nicht? Es ist ziemlich gemütlich hier. Es ist schön gut lebendig, nicht unbedingt, aber er mag es ja so. Gregor Sadinski, ausgewöhnlicher Athlet, stemmte gerne schwere Gewichte, bis sie ihn stemmten. Oh. Okay.
Dieser Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. Was ist da gerade? Was war das gerade? Kann gerade... Ernsthaft, ihr schon wieder. Oh Mann, ey. Wolfsbann. Hallo? Regis! Verflixt. Abgeschlossen. Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Och, Menno. Ja, dann suchen wir mal. Man hört auf da oben, Leute. Hä? Ist die Tür immer noch rot? Regis! Da ist sogar eine Fliege. Da hinten. Och nö. Cool, ausgerechnet jetzt. Ja, komm, komm. Komm, kleiner Ghoul. Komm her zu Papa. Zu Papa Napp. Dieses Teil. Hä? Der Punkt ist direkt hier. Also unterirdisch. In der Nähe. Ja, Geralt geht wieder zurück in den normalen Modus. Ich muss hier untersuchen können. Geralt? Ist alles in Ordnung, Kumpel? Kannst wieder aus deinem Modus raus. Geralt! Raus, sag ich! Mann, hier hat's keine Gegner, Geralt. Toll. Ohne Hexe den Ort finden, ganz geil. Geh mal logisch vor. Wie schmeckt das? So. Ich glaube, jetzt Geralt zufrieden war. Jo, schon besser. Zerfallende Knochen. Da müssen sich Kikimoras reingegraben haben. Kikimoras. Für die war ja auch... Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Okay. Das stinkt vielleicht. Ich riech nichts. Burn, Baby, burn! Ich hatte gerade sehr viel. Da hinten hat es wohl noch mehr. So Eier hat es keine mehr, war die Viecher aber kein Bock. Ja gut, kannst du nochmal mitnehmen. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Geralt, gehst mit mal. Ja, die heutige Folge ist und bleibt seltsam. Wie kommt denn da hoch? Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest.
Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand 3 Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten, alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis? Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kermorhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlef tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Was natürlich ganz praktisch wäre. Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Okay, kein Problem. Wo er gerade erwähnt hat, wegen seinem Wesen, das die Macht hätte. Da hatte echt gerade komplett instinktiv, dachte ich da an den Spiegelmeister. Unseren guten alten Kumpel und Feind aus Hearts of Stone, weil der hatte mal eine Auseinanderaussage gemacht von irgendeinem anderen Typen, der ihn damals mit dem er Geschäft gemacht hat.
der Beschreibung her hätte es auch Vilgefortz sein können. Und da dachte ich mir so, da ist schon eine Anspielung auf Vilgefortz, hier treffen wir jetzt auf Regis und jetzt die Anspielung hier, also klar kann dann komplett etwas anderes sein, aber wäre irgendwie schon noch geil, wenn das alles in allem in einem Zusammenhang stehen würde. Und so natürlich auch in Brücke geschlagen wird zwischen Hearts of Stone und Blut und Wein. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Occipitallappenstimulanz. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Wysimar reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Alraunenschnäpschen? Jo, wieso eigentlich nicht? Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen Alraunenschnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Oh, ich denke mal, da gibt es schon das ein oder andere, was vielleicht nicht unbedingt so, naja, für jedermanns Ohren gedacht ist. Andererseits, Regis und Geralt sind ja alte Freunde und, also, ja, im Verlauf des Abenteuers halt damals haben sie dann doch gelernt zu vertrauen und daher würde doch mal behaupten, dass Geralt ihm eigentlich genauso vertraut, wie zum Beispiel auch irgendwie Zoltan oder Rittersporn, von dem her, Was haben wir hier für Auswahl? Missverstehen, ich möchte nicht reden. Das wäre sicher das Absicht, soll irgendwas gestehen. Ich habe jede Menge Geheimnisse. Also jede Menge Geheimnisse trifft die eigentlich schon zu, wäre hier aber wohl ein bisschen zu sehr eigenlobmäßig. Erster Punkt für das Gespräch, glaube ich, ein bisschen zu sehr runter. Also quasi schon zu früh abbrechen. Daher wohl eher Punkt Nummer 2. Ist das Absicht, soll ich irgendwas gestehen? Jo, denk mal, das klingt ganz schön vernünftig. Für die Situation. Du glaubst wohl, du kannst mich so einfach in die Falle locken. Ich fürchte, da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben. Eine Herausforderung. Ich bin ganz Ohr. Was muss ich tun? Fang du doch an. Was hast du für Geheimnisse? Vampire, interessante Kreaturen, führen doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Um ehrlich zu sein, sogar einiges. Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja,
Ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Nur wenn wir von der Hand eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Interessantes Detail. Hat er sich gerade echt den Wein durch die Nase gezogen? Ist natürlich auch eine Variante. Zu trinken. Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Ach ja, Regis, der hat sich kein Stück verändert, nur optisch ein bisschen, zumindest gemäß der Quintkarte. Wie so zu sein, ja, damals war er ein bisschen süchtig nach Blut und, naja, Orgien und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Gute Frage. Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod? Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlef nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen, eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht, der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100. Das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr. Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Würde ich allerdings auch sagen. Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlef ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cyrilla gefunden? Damals. Schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Und als die Zeit reif war, kam sie zurück und wir besiegten gemeinsam die wilde Jagd. Oh, da habe ich ja wirklich was
verpasst. Und ob. Aber wir reden ein andermal darüber. Jetzt wüsste ich gerne mehr von dir. Interessant, dass Sie darauf wirklich Bezug nehmen, auf das, was natürlich bei Wild Hunt bereits geschehen ist. Wer hat jetzt die Frage? Ich meine, jetzt angenommen würden, dass hier zocken, bevor wir uns auf die Suche nach Ciri zur Nebelinsel begehen, weil das ist im Prinzip der letzte Point of No Return, also sprich, bevor wir dann halt Ciri finden, bevor es zur Schlacht gegen die wilde Jagd kommt. Da frage ich mich halt, könnten wir dann zu diesem Zeitpunkt, also würden wir halt jetzt hier die Ereignisse von Blood and Wine vorher abschließen, vor der Schlacht von Kaer Morhen, könnten wir dann Regis auch dafür gewinnen, für eben als Alliierte halt. Das wäre schon irgendwie total episch. Andererseits sagt er selbst, es ist ja noch nicht der Alte. Ich glaube daher, dass ich gar nicht irgendwie dafür halt zur Verfügung stehen würde. Aber so ein guter Regis, der ist unglaublich mächtig. Der wäre so eine Bereicherung für uns. Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt. Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich kalt erwischt. Weil ich glaube, die Frage kam mal in den Büchern auf, aber ja, denkt ihr, ich wüsste es noch? Ja, nee, gehen wir generell davon aus, es gab natürlich immer mal Momente, wo Geralt so dachte, wäre ich mal lieber kein Hexer. Andererseits, ich meine, gibt natürlich schon gewisse Aspekte im Hexer-Dasein, die er liebt. Und gut, ich meine, das natürlich mit keinen Emotionen empfinden, sicher weniger. Die Wandlung zum Hexer, also sprich die Kräuterproben, was sonst halt dazu gehört, bis ein Hexer wird, vor allem auch physisch. Das würde er sicher nicht nochmal durchleben wollen, das ist auch so eine Lotterieshow. Also entweder schaffst du es oder schaffst du es eben nicht und daher... Vielleicht hat die andere Frage, wäre er kein Hexer geworden? Wäre er jemals auf Yennefer und Triss gestoßen? Und das mit Ciri sowieso, also, Ach, das ist verteufelt schwer, die Frage. Aber wenn ich Geralt generell, also jetzt von sowieso die Antworten her, oder meine, ich wäre lieber jemand anders, das klingt total so, nee, Hexer-Dasein, pisst mich total an. Also, wenn man die zwei Auswahl hätte, müsste es schon eher Nummer 1 sein. Ja, ich würde wieder Hexer werden. Weißt du, Regis, ich weiß nicht, ob ich zu was anderem tauge. Hast du es je versucht? Ich sehe, so leicht werde ich dich nicht los. Du willst eigentlich wissen, ob ich gerne Hexer bin. Und du fragst wie üblich nicht direkt. Ich bin gern auf der Jagd, lese Spuren, finde Hinweise. Und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund? Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Das hoffe ich doch mal.